Ich bin schnell anschauen. Ja. Letztes Mal habe ich Jetzt müssen wir zuerst einmal die Nummern kontrollieren, dass wir sicher das gleiche Produkt im Glas haben, wie hier auch bewertet werden sollte. Dann wird das Aussehen und die Geruchsqualität zuerst beurteilt. Eine sehr schöne Farbe. Super im Geruch. Eher ein bisschen flach, also nicht so intensiv. Beim Geschmack sage ich jetzt nicht zu viel, damit die Kollegen nicht beeinflussen. Es ist einfach wichtig, dass wir sehr neutral alle bewerten, dass man da nicht mit Aussagen oder Mimik im Gesicht den Kollegen irgendwie vom Produkt her beeinflussen. Was sind so die wichtigsten Sachen, die man jetzt beachten muss? Hier beim Whisky ist es einfach mal wichtig, dass er farblich korrekt herkommt, dass er in der Nase nicht irgendeinen Fehlgeruch hat, der absolut nicht reingehört. Obwohl der Whisky ist sehr komplex, ist sehr vielseitig. Wir können nicht einfach sagen, das ist jetzt absolut nicht etwas, das in den Whisky reingehört. Aber wenn es Fehlernoten sind, wenn es schimmelig ist, wenn es Essigstich ist, das ist etwas, das auch in einen komplexen Whisky definitiv nicht reingehört. Deshalb wird sicher oder negativ bewertet und alles andere ist jetzt möglichst wichtig, dass man da all die Eindrücke, die man bekommt, auch bei der Bewertung angeben. Die goldige Farbe hat eine Rosinennote. Man merkt den Rohstoff gut raus. Hat auch leicht süßliche Honig, Vanille. Das Holz. Dann ist wichtig, zum auch sagen, wie geschmacklich das Mundgefühl, ob er samtig oder weich oder eher kräftig herb ist. Das scheint jetzt so, als ob das schnell geht. Aber braucht es da viel Konzentration? Ich muss es immer wieder aufnehmen. Es ist im Prinzip ganz wichtig. Der erste Eindruck ist etwas, wo ich jetzt einfach über all die Jahre, wo ich es schon mache, wo ich ganz ehrlich kann sagen, der täuscht einfach nicht. Der erste Eindruck ist extrem wichtig. Und nachher ist es während dem Angehen für mich immer wieder wichtig, dass ich all die Eindrücke, die ich hatte, das erste Mal, dass ich die wieder aufholen tue und immer wieder kann vorrufen. Und auch ganz fokussiert auf das Produkt und nicht irgendwie im Vergleich mit anderen Sachen. Weil es ist etwas Wichtiges, dass man einfach wirklich nur auf das Produkt jetzt, sich konzentriert und nicht, ist er besser oder schlechter als ein Vorgänger, sondern einfach nur das. Und das ist mir enorm wichtig, dass es ein objektives Ergebnis am Schluss dann auch gibt. Wie wird man denn eigentlich zur Degustatorin? Also bei mir sicher aus dem Gewunder. Das ist mal etwas ganz Wichtiges, dass man die Neugier hat, möglichst die vielen Vielfalten überhaupt kennenzulernen. Und nachher beruflich bedingt. Ich bin durch das Heiraten in die ganze Berufswelt hineingekommen und habe mich einfach nicht damit zufrieden gegeben, zu sagen, es ist nur eine Kirsche und ein Pflümchen, sondern habe dann nachher auch dank Kurs, den ich beim Dr. Dürr gemacht habe, können die ganze Welt kennenlernen. Und die ist jetzt einfach auch nach, ich mache seit über 25 Jahren schon mit den Schwiegereltern, früher noch mit. Es ist nie langweilig. Es kommt immer noch wieder Neues dazu. Die ganze Sache ist effektiv immer noch wieder, auch mit dem eigenen Produkt, man kann es immer noch wieder steigern oder etwas noch Besseres probieren zu machen. Und das macht es auch so spannend. Das ist wirklich das Freude daran. Und so ist natürlich
Verkosterwelt kommt man an so viele Produkte an, wo man, auch wenn ich viel habe bei mir in der Lohnbrennerei, kommen immer noch wieder ganz neue Sachen dazu. Und das macht es eigentlich auch so vielseitig. Sie sagen, mit den Jahren wird es auch spannender, man hat mehr Erfahrung. Ist es denn auch so mit den Whiskys? Desto mehr Whiskys man probiert, desto mehr schmeckt er denn? Jetzt da zum Beispiel, wenn man 40 Whisky muss probieren. Da ist ganz wichtig, dass man eben auch immer wieder spucken tut, dass man das Zeug nicht schluckt und dass man nachher ganz konsequent mit Wasser spülen, weil sonst ist es einfach nicht möglich, über einen ganzen Tag lang immer mit hochprozentigen Sachen zu arbeiten. Also das wird dann wirklich so schwierig. Aber ich glaube, auch das ist einfach ein Erfahrungswert und ein Training, das man hat, dass man da ganz konsequent bleibt. Und ich finde es einfacher mit hochprozentigen als bei Weindegustationen, die ich auch schon gemacht habe. Dort ist die Versuchung grösser, um zu sagen, dann nehmen wir noch einen Schluck. Und das geht hier einfach definitiv nicht. Und so bin ich überzeugt, dass wir hier gut trainierte Leute haben, die das bis am Abend durchstehen und auch am Abend noch gute Resultate abliefern. Also das heisst, man geht nicht beschwipst heim? Nein, da kann man definitiv sagen, nein. Das ist keine Degustation, die man trinken, sondern wir prämieren. Das ist ein Unterschied.